Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute am Sonntag, an dem in den östlichen Bundesländern wichtige Landtagswahlen stattfinden. Und aus diesem Anlass möchte ich ein Thema hier vorschieben, nämlich der Betrug bei den Kommunalwahlen im Frühjahr. Und ein zweiter Punkt ist der Zins und die Wirkung des Zinses auf Vermögen und die damit einhergehende Vernichtung von Geld und den möglichen Zusammenbruch des Systems. Im Frühjahr dieses Jahres, im Mai, gab es ja Wahlbetrug in Brandenburg, und zwar im Landkreis Oder-Spree, und darüber berichtete letztmalig vor einigen Tagen der Tagesspiegel. Ich muss hier kurz reinschauen. Ein Wahlhelfer soll bei der Brandenburger Kommunalwahl am 26. Mai im Landkreis Oder-Spree bei der Auszählung der Stimmen für die Stadtverordnetenversammlung eine gewisse Anzahl von Stimmen für die AfD den Grünen zugeschlagen haben. Eine Nachfrage des Tagesspiegels bei der Staatsanwaltschaft ergab Folgendes. Der Staatsanwalt Klaus Nolte, Sprecher der Staatsanwaltschaft Potsdam, hat sich in seiner Behörde umgehört, ergebnislos. Er sagte wörtlich: Ich kann weder den Eingang einer entsprechenden Strafanzeige bestätigen, noch laufen im Hause dazu Ermittlungen. Es gebe auch keinen Prüfvorgang in der Sache. Ohnehin liege Oder-Spree nicht in der Zuständigkeit des Landesgerichtsbezirks Potsdam. Die zuständige Staatsanwaltschaft Frankfurt dementiert ebenfalls, mit dem angeblichen Wahlbetrug befasst zu sein. Ein solcher Sachverhalt ist hier im Hause nicht bekannt, teilte Sprecher Ingo Kechichian mit. Ja, dann hat der Tagesspiegel aber nochmal nachgefasst und dann kam eine revidierte Aussage des Sprechers der Staatsanwaltschaft Potsdam. Nachdem er ja vorher gesagt hat, es gebe keinen Eingang einer Strafanzeige und auch keine Ermittlungen, sagt er wörtlich nun: Wir prüfen einen Anfangsverdacht bezogen auf eine Manipulation der Stimmenauszählung durch einen Wahlhelfer am 26. Mai im Land Brandenburg. Wir prüfen das auf alle rechtlichen Gesichtspunkte, insbesondere Wahlfälschung nach § 107a des Strafgesetzbuchs. Also ganz offensichtlich ist dort Wahlbetrug erfolgt, denn derjenige, dem dieser Wahlbetrug unterstellt wird, hat das ja nun auch selbst zugegeben. Er sagte, er habe mit dem Betrug zeigen wollen, dass derlei Wahlfälschungen auch zugunsten der AfD möglich gewesen wären. Vorher hat er aber gesagt, er hat den Wahlbetrug begangen, weil sein Herz links schlägt. Ja, das bewegt sich ja vielleicht auch so im Dunstkreis von einer Rakete, die gegen Gesetze verstößt, in dem Fall gegen italienische, oder auch einer Greta Thunberg, die zum Schulschwänzen aufruft. Vielleicht wird er auch bald vom Bundespräsidenten empfangen und vom Papst wegen seiner Wahlfälschung, mit der er ja nur versuchte, der AfD ein paar Stimmen wegzunehmen. Ja, ich möchte auf dieses Thema nun gar nicht weiter eingehen. Wir werden ja sehen, was sich heute ergibt bei den Landtagswahlen und was in der Folge aus dem gemacht wird. Naja, der Block steht ja, sprich CDU, Grüne, Linke. Es werden wohl alle Register gezogen, um eine AfD-Beteiligung in den Ländern zu verhindern. Fragt sich, wie lange das funktionieren wird. Aber lassen wir uns überraschen. Also das wollte ich heute noch hier speziell wegen den Wahlen mit einführen. Nun komme ich aber noch zum anderen Thema. Und zwar geht es um den Zins. Um die Zinspolitik der EZB, der großen Notenbanken, um die Währungsvernichtung und damit auch um die Vernichtung von Systemen.
Also zunächst ein paar Worte zum Zins. Der Zins ist ja so ein Thema, über das gestritten wird, auch ideologisch gestritten wird. Es gibt Diskussionen, die die Rechtfertigung des Zinses bezweifeln und natürlich auch die gegensätzlichen. Ich will mich auf das nun gar nicht einlassen. Es gibt auch verschiedene, ob der nun gut ist oder schlecht, zweckmäßig oder nicht, das soll jetzt hier gar nicht das Thema sein, sondern ich möchte einfach mal aus der Sicht von Wirtschaftswissenschaftlern drauf schauen, und da gibt es ja auch verschiedene Erklärungsmodelle, und das wohl interessanteste und eingängigste dürfte das vom Franzosen Anne-Robert Jacques Turgot sein, der 1727 bis 1781 lebte. Er bezeichnet den Zins als Konsequenz einer Zeitpräferenz. Und damit meint er, dass der Handelnde die frühere Erfüllung seiner Bedürfnisse höher wertschätzt als eine spätere Erfüllung seiner Bedürfnisse. Etwas anders formuliert oder vielleicht vereinfacht ausgedrückt, im Normalfall ist für jeden der Euro, den er heute ausgeben kann, mehr wert als ein Euro, den er erst irgendwann in der Zukunft, vielleicht sogar erst in ein paar Jahren ausgeben kann. Im Zusammenhang mit der Darlehensvergabe stellt sich das folgendermaßen dar. Nehmen wir an, ich bräuchte ein Darlehen über 10.000 Euro und Sie würden mir das gewähren aus Ihren Ersparnissen. Dann würden Sie auf die Konsummöglichkeit in der Gegenwart verzichten, weil Sie mir ja Ihre 10.000 Euro geben. Ich hätte nun die sofortige Konsummöglichkeit. Ich habe also den Zeitvorteil, und diesen Zeitvorteil, diese Zeitpräferenz müsste ich Ihnen ausgleichen in Form eines Zinses, den ich Ihnen für dieses Darlehen bezahle. Ich denke, das ist nachvollziehbar. Man spricht hier auch vom Urzins. Ein Urzins kann niemals negativ sein. Wie gesagt, ich denke, es ist nachvollziehbar, wobei es natürlich nicht genau die Darlehensvergaben, die Kredite von Banken trifft, denn die Banken haben in dem Sinne ja keine Ersparnisse, sondern sie schöpfen das Darlehen, ja, das Geld für Darlehen mehr oder weniger aus dem Nichts. Die hatten das ja nicht, bevor sie es nicht in Form eines Darlehens vergeben hatten. Aber trotzdem in diesem Beispiel mit dem Darlehen, mit der Ersparnis, wird das nachvollziehbar. Hier geht es um die Zeitpräferenz, und jemand, der handelt, muss, wenn er handelt, dafür Ressourcen einsetzen, und eine Ressource ist immer die Zeit. Wenn ein Zins nun negativ wird, und das ist ja das, was die EZB schon macht mit den Einlagenzinsen für Banken, und wir müssen davon ausgehen, dass unter einer EZB-Präsidentin Lagarde das noch weiter betrieben wird. Die hat sich ja schon geäußert, die hat gesagt, der Zins kann noch weiter sinken. Das heißt, er sinkt im Minusbereich weiter. Und ich möchte heute am Beispiel der Bewertung einer Immobilie mal zeigen, wohin das am Schluss führt. Das ist ein sehr einleuchtendes und auch nachvollziehbares Beispiel. Ich habe dieses Buch hier geschrieben, Wertermittlung von Häusern und Grundstücken. Da sind natürlich verschiedene Beispiele drin, aber keins mit Negativzins, weil man in der Immobilienbewertung an sowas bisher überhaupt nicht gedacht hat. Dennoch, ich werde damit arbeiten und zunächst mal ein Beispiel daraus Ihnen zeigen. Und zwar unterstellen wir, es geht hier um ein vermietetes Objekt, welches bewertet werden soll, für welches der Verkehrswert festgestellt werden soll. Und wenn ein Gutachter einen Verkehrswert ermittelt, dann gibt es dafür Vorschriften, die er beachten muss, unter anderem eine sogenannte Immobilienwertermittlungsverordnung, die 2010 in Kraft getreten ist. Es gibt noch eine Menge von Richtlinien und so weiter. Diese Immobilienwertermittlungsverordnung jedenfalls funktioniert für einen Sachverständigen wie ein Kochrezept. Dort steht im Grunde genau das drin, was Schritt für Schritt bei einer solchen Bewertung zu tun ist. Ja, und dazu schauen wir uns jetzt mal folgendes kleines Beispiel an. Sie sehen das hier eingeblendet. Wir bewerten ein Dreifamilienhaus, welches eine Restnutzungsdauer von noch 50 Jahren hat. Der Bodenwert dort beträgt 100.000 Euro.
Der monatliche Rohertrag ist 1.400 Euro. Rohertrag können Sie sich vorstellen als sogenannte Nettomiete. Ich denke, das ist geläufiger. Die Verwaltungskosten liegen bei 6% des Rohertrags, die Instandhaltungskosten bei 11% und das Mietausfallwagnis bei 2%. Das sind Kosten, die man kennen oder einschätzen können muss, weil sie ja vom Mieter oder auf den Mieter vom Wohnraum nicht umgelegt werden können. Das heißt, das sind Belastungen, die immer beim Vermieter bleiben, die er, wenn er einen Wert feststellen muss, natürlich von dem Ertrag abziehen muss. Und wir gehen ihm davon aus, dass die anderen Betriebskosten, wie es heute meistens üblich ist, auf die Mieter umgelegt werden. Und der Gutachterausschuss nennt uns einen Liegenschaftszinssatz von 5%. Das ist der Liegenschaftszinssatz, mit dem sich nach gutachterlicher Erfahrung der Boden im Laufe der Zeit verzinst. Ja, man geht hier nun folgendermaßen vor, und zwar exakt nach den Vorgaben der Wertermittlungsverordnung, der Immobilienwertermittlungsverordnung. Dort ist es als allgemeines Ertragswertverfahren beschrieben. Also wir müssen erstmal den Jahresrohertrag ermitteln. 1400 im Monat mal 12 sind dann 16.800 Euro. Das ist der Jahresrohertrag. Davon müssen wir jetzt die nicht umlagefähigen Bewirtschaftungskosten abziehen. Die sind ja oben genannt, Verwaltungskosten, Instandhaltungskosten, Mietausfallwagnis. Ja, wenn wir das kurz ausrechnen, dann kommen wir hier auf eine Summe von 3.192 Euro nicht umlagefähige Bewirtschaftungskosten pro Jahr. Um diesen Betrag reduziert sich der ursprüngliche Rohertrag und das Ergebnis heißt nun Reinertrag. Also Rohertrag minus Bewirtschaftungskosten ist Reinertrag. Das sind nun 13.608 Euro im Jahr. Jetzt kommt der Liegenschaftszins ins Spiel, also der Zins, mit dem sich im Zeitablauf der Boden verzinst. Wir wissen ja schon, dass der Bodenwert 100.000 Euro ist. 5% von 100.000 Euro sind 5.000 Euro und diese 5.000 Euro werden vom soeben ermittelten Reinertrag abgezogen. Und dann kommen wir auf einen Gebäudereinertrag von 8.608 Euro. Das ist so ein Thema, das auch in Seminaren immer wieder diskussionswürdig ist, weil die Frage berechtigterweise kommt, ja, warum ziehen wir denn diesen Bodenertragsanteil ab? Wir ziehen den deshalb ab, weil wir in diesem Verfahren im ersten Schritt den reinen Gebäudewert ermitteln. Wir tun also so, als gäbe es den Boden nicht, als würde das Gebäude irgendwo in der Luft schweben. Und wir wollen ermitteln, wie hoch ist der Ertrag, den das Gebäude losgelöst vom Anteil des Bodens erbringt. Und da wir ganz am Schluss, wenn wir den Gebäudewert ermittelt haben, wieder den Bodenwert dazu rechnen, müssen wir ihn vorher schon abgezogen haben, den Bodenertragsanteil, sonst wäre er doppelt berücksichtigt. Also wir kommen hier nun auf diesen Reinertrag in Höhe von 8.608 Euro. Dieser Reinertrag wird nun mit einem Vervielfältiger multipliziert. Was ist das wieder? Was steckt dahinter? Ja, im Grunde funktioniert es wie eine Rentenberechnung. Man ermittelt einen Barwert. Ich mache ein Beispiel. Nehmen wir an, Sie gehen heute zu einer Bank und haben einen Koffer voll Geld dabei und Sie fragen den Banker nun, ja, wie viel Zinsen gibt es denn bei Ihnen, wenn ich bei Ihnen Geld anlege? Und er würde antworten, ja, bei uns gibt es 5% Zins. Und die Frage, die Sie mir jetzt stellen würden, wäre, wie viel Geld müsste ich denn bei Ihnen anlegen mit einer Verzinsung von 5%, sodass ich 50 Jahre lang, denn die Restnutzungsdauer des Gebäudes ist ja 50 Jahre, einen Betrag in Höhe von 8.608 Euro jährlich entnehmen könnte, bis das Kapital aufgebraucht ist, bis es auf Null zurückgeführt ist. Gut, klar, es ist nur ein Beispiel. In der Praxis wird man das nicht fragen. Erstens macht man Kapitalanlagen nicht mit so langen Laufzeiten von 50 Jahren, wobei ja, es gibt ja auch 100-jährige Staatsanleihen, aber im Normalfall macht man das nicht mit 50 Jahren und 5% Zins sind ja ohnehin utopisch. Aber Sie stellen ihm diese Frage, wie viel Geld muss ich bei Ihnen anlegen, bei einer Verzinsung von 5%, damit ich jährlich diese 8.608 Euro entnehmen kann, bis es im 50. Jahr aufgebraucht ist.
Ihr Kundenberater bei der Bank schaut dann in eine Tabelle, in eine sogenannte vervielfältige Tabelle und liest dort den Barwertfaktor ab. Man kann den auch berechnen. Die Formel dafür ist 1 minus, Klammer auf, 1 plus i, Klammer zu, hoch minus n durch i. Ich komme darauf gleich nochmal zurück. Der Einfachheit halber schaut man da in die Tabelle. Und dann stellt man fest, der Vervielfältiger ist 18,26. Und nun multiplizieren wir die vorher ermittelten 8.608 mit diesen 18,26 und kommen auf einen Betrag in Höhe von 157.182 Euro. Das ist also der Ertragswert dieses Gebäudes, oder wenn Sie das Gespräch mit dem Banker geführt hätten, würde Ihnen sagen, ja, Sie müssen da rund 157.000 Euro anlegen, damit Sie jedes Jahr den gewünschten Betrag bei 5% Verzinsung entnehmen können. Nun macht man in der Praxis noch eine Marktanpassung. Allgemeine Marktanpassung ist hier normalerweise nicht erforderlich. Wenn ich einen Liegenschaftszins vom Gutachterausschuss bekommen habe, dann macht man eine objektspezifische Marktanpassung. Vielleicht gibt es irgendeinen Gebäudeschaden. Hier ist einmal veranschlagt mit 8.000 Euro, die ziehen wir also ab und kommen dann auf einen Ertragswert des Gebäudes in Höhe von 149.182 Euro. Da zählen wir nun den Bodenwert dazu und erreichen dann einen Gesamtwert dieser Immobilie in Höhe von 250.000 Euro. Also so funktioniert jetzt mal schnell und ich hoffe nachvollziehbar dargestellt das Ertragswertverfahren. 250.000 Euro kommt hier raus. Bei dieser Immobilie mit einem monatlichen Rohertrag von etwa 1.400 Euro. Wenn wir mit Negativzins rechnen, schaut die Geschichte ein bisschen anders aus. Und wir leben ja in einer Zeit der Negativzinsen. Die gibt es real bereits. Und mit einer Lagarde als EZB-Präsidentin wird sich das Ganze noch ausweiten. Ja, wir schauen uns mal unser Beispiel an mit Negativzins. Ist wieder dasselbe wie vorher. Unser vermietetes Haus, welches da 1.400 Euro Rohertrag im Monat bringt, also 16.800 Euro im Jahr. Davon ziehen wir wieder die nicht umlagefähigen Betriebskosten ab und kommen natürlich wie vorher auch auf 13.608 Euro. Nun fragen wir einen Gutachterausschuss nach dem Zins und der sagt uns jetzt, der Liegenschaftszins beträgt minus 5%. Und laut Immobilienwertermittlungsverordnung ist es ja so, dass von dem ermittelten Reinertrag der Liegenschaftszins abgezogen werden muss. Die Rechnung ist also Reinertrag minus Liegenschaftszins. Jetzt haben wir schon einen negativen Liegenschaftszins, nämlich 5%, also minus 5%. Minus 5% von 100.000 Euro Bodenwert sind minus 5.000 Euro. Der Bodenertragsanteil ist also minus 5.000 Euro, das heißt 13.608 Euro minus 5.000, minus macht plus, also 18.608 Euro ist nun der Gebäudereinertrag. Und wie vorhin wieder dieses Beispiel, wir gehen zum Banker und sagen ihm, wir haben hier Geld, das wir anlegen möchten, wie viel müssten wir denn anlegen bei einem bestimmten Zinssatz, den er uns zahlt, wie viel Zins zahlen Sie, fragen wir den Banker, er sagt, ja, bei uns gibt es minus 5% Zins. Also unser Kapital wird allein durch Negativzins jedes Jahr weniger bei der Bank. Aber alles das ist ja heute im Rahmen des Möglichen, auch wenn es noch so irrsinnig ist. Also ist unsere Frage, gut, wenn ich bei Ihnen minus 5% Zins bekomme, die Frage an sich ist ja schon irr, wie viel Geld müsste ich denn anlegen, damit ich 50 Jahre lang 18.608 Euro entnehmen kann? Jetzt möchte der Banker in seiner Barwerttabelle nachschauen und stellt fest, ja hoppla, für Negativzinsen gibt es hier ja gar nichts. Also muss er sich ein bisschen bemühen und die Formel anwenden, die ich vorhin schon mal gezeigt habe. Die Formel lautet ja 1 minus, Klammer auf, 1 plus i hoch minus n durch i. Ja, kurze Erläuterung. I steht hier für den Zins, für den Zinssatz und hoch minus n für die Laufzeit bei unserem Gebäude, also für die Restnutzungsdauer. Das müssen wir jetzt mit Zahlen füllen. Das heißt, in der Formel steht nun 1 minus 1 plus unser Negativzins, also minus 0,05
hoch minus 50 Restlaufzeit, Restnutzungsdauer des Gebäudes, dividiert durch den Zins minus 0,05. Und das ergibt nun 239,8. Also der Vervielfältiger ist jetzt 239,8. 18.608 Euro Gebäuderennertrag werden nun multipliziert mit 239,8 und dabei kommt raus 4.462.198 Euro. Der Gebäudeertragswert ist also 4.462.000 Euro. Davon ziehen wir wie vorher auch Kosten ab für möglicherweise anstehende Reparaturen in Höhe von 8.000 Euro und es verbleibt ein Ertragswert von 4.454.198 Euro und wir zählen dazu den aktuellen Bodenwert wie im letzten Beispiel auch und kommen dann auf 4.554.198 Euro, also gerundet 4.555.000 Euro. Ich runde es noch ein bisschen und sage 4,5 Millionen. Wir haben also nun zweimal dasselbe Objekt bewertet. Im ersten Verfahren jahrzehntelangem marktüblichen Liegenschaftszins und im zweiten Mal dasselbe Objekt, selber Mietertrag, alles gleich, nur mit einem veränderten Zins, nämlich Negativzins 5%. Ergebnis 1, Ertragswert der Immobilie war 250.000. Ergebnis 2, der Ertragswert der Immobilie ist 4,5, ja fast 4,6 Millionen. Wir haben also beinahe eine Ver20 oder Ver19-Fachung des ersten Wertes. Jetzt könnte man sagen, ja toll, ich kaufe mir jetzt eine solche Immobilie für 250.000 Euro, freue mich auf die hohen Negativzinsen unter einer EZB-Präsidentin Lagarde und dann wird mein Objekt mehr oder weniger von selber 4,5 Millionen wert. Schon nach wenigen Jahren, es muss nur der Negativzins her. Ja, Negativzinsen treiben die Preise für, wie man es im Finanzwesen nennt, Assets, also für Sachanlagen. Nur, stellen Sie sich vor, genau das würde passieren. Sie kaufen heute eine solche Immobilie für 250.000, die höchstwahrscheinlich schon überteuert ist, weil die Marktpreise seit 10 Jahren nur eine Richtung kennen, nämlich nach oben. Sie zahlen also diese 250.000, dann kommt die gute Lagarde, Negativzins 5% nach 2-3 Jahren Amtszeit oder vielleicht 4. Und nach dieser Rechnung ver19-facht sich etwa der Wert Ihrer Immobilie dann auf 4,6 Millionen Euro. Super. Beste Kapitalanlage, die Sie jemals in Ihrem Leben gemacht haben. Nur stellen Sie sich vor, genau das würde wirklich passieren. Ihre Immobilie hat immer noch den Ertrag von vorher, aber plötzlich wäre sie nach dieser Rechnung 4,6 Millionen Euro wert. Was bedeutet das? Ganz klar, Hyperinflation. Das Ergebnis dieser Maßnahme ist dann Hyperinflation. Es wird dann zwar möglicherweise viel bezahlt, nur ist es nicht mehr wert, als es vor ein paar Jahren wert war. Also eines ist natürlich klar, mit Negativzinsen wird die Inflation getrieben, mit dem Risiko, dass die in eine Hyperinflation übergeht. Und ob eine solche Hyperinflation eingefangen werden kann durch die Notenbanken, ist mehr als fragwürdig. In der Geschichte ist das bisher nicht gelungen. Aktien werden natürlich in solchen Situationen genauso leiden. Was bleibt? Na gut, die Immobilie hat man ja noch, also wenn die danach, nach der Hyperinflation nicht massiv belastet wird mit Zwangshypotheken und sonstigem, geht es ja. Aber eine gute Absicherung sind und bleiben Edelmetalle. Und nur abschließend und am Rande sei noch erwähnt, dass Gold letzte Woche in Euro ein Allzeithoch erreicht hat. Also im Grunde ist ja auch dieser Ausdruck schon falsch. Wir sagen, Gold hat ein Allzeithoch gegen den Euro erreicht. Nein, richtig ausgedrückt müsste ich ja sagen, der Euro ist auf ein Allzeittief gegen Gold gefallen. Und auch Silber entwickelt sich hervorragend. Ja, wenn Sie sich mal das Silber-Gold-Preisverhältnis anschauen,
hat Silber ohnehin noch enormen Nachholbedarf. Also ich sage mal, Silber als Gold des kleinen Mannes wird jeden, der hier investiert ist, in den nächsten Jahren noch sehr erfreuen. Damit ist zunächst alles zu diesem Thema gesagt. Ich wollte anhand dieses simplen Beispiels einfach mal zeigen, wie solche Wirkungen von Zinsen auch in solchen Zusammenhängen sind. Hoffe, Sie haben heute das Richtige gewählt, was immer es ist. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, hoffe, dass Sie die Informationen hier brauchen können, freue mich über einen Daumen hoch, wenn Sie die Information teilen genauso und natürlich auch, wenn Sie unseren Kanal abonnieren. An der Stelle bedanke ich mich auch noch bei all denen, die uns auch in der letzten Woche wieder unterstützt haben. Vielen Dank, Sie machen es uns möglich, diese Informationen tatsächlich regelmäßig zu liefern. Die Konten, auf die gespendet werden kann, sind unten ja wieder verlinkt. Und auch unsere Seminare blenden wir noch ein, die beginnen ja wieder am 10. Oktober. Wir haben nun auch am 15. Oktober eine Änderung vorgenommen. Da führen wir in Oldenburg ein Betriebskostenabrechnungsseminar durch. Und unser Crash-Seminar, also Vorbereitung auf den Crash, das heißt bei uns keine Angst vor dem Crash, weil wir genau die Angst hier auch nehmen wollen und zeigen wollen, dass, falls es kracht, es möglich ist, alles vernünftig zu organisieren. Das haben wir geplant. Ich habe das Datum jetzt im Kopf, aber es ist eingeblendet, irgendwann Mitte Dezember. Bis zum nächsten Mal.